eine Torte mache, müsste ich das wie folgt erklären. Erst einmal nehme ich die Pfanne, schmier mich fetzig tüchtig aus, dann nehme ich die Hände von dem Pfeffer aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die zweite Pfanne, schmier mich fetzig wieder glatt und dann öffne ich die Türe, weil es grad geklingelt hat. Dann will ich Musik begleiten und dreh das Radio auf Vollgas. Dort singt einer die Forelle, was zur Torte gar nicht passt. Dann dreh ich schnell ab das Radio, denn mich ärgert der Applaus. Dann nehme ich die Hände von dem Pfeffer aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die dritte Pfanne, gebe Mehl und Butter rein. Dann fliegt der Kanarienvogel direkt in das Fett hinein. Dann nehme ich den fetten Vogel, sperre ihn in das Vogelhaus. Dann nehme ich die Hände von dem Pfeffer aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die vierte Pfanne, innerlich zerspringe ich schon. Dann gehe ich ins andere Zimmer, weiter bleibt das Telefon. Meine Mutter will die Nummer von dem Zahnarzt neben mir. Dann nehme ich die Augengläser, such die Nummer, sag sie ihr. Dann entschuldigt sich die Mutter, doch ich sag das noch nicht aus. Dann nehme ich die Hände von dem Pfeffer aus dem Fett heraus. Dann nehme ich die fünfte Pfanne, hoffe, dass es endlich klappt. Dann suche ich die goldene Brosche, die ich heute schon gehabt. Und dann suche ich hinterm Ofen und dann suche ich unterm Bett. Dann suche ich die Augengläser, bis ich sehe, sie sind im Fett. Dann nehme ich die sechste Pfanne, sag zum Pfeffer, setz dich jetzt neben den Pfeffer, denn der Pfeffer hat sich in das Fett gesetzt. Dann nehme ich die siebte Pfanne, gebe Mehl und Butter rein, dann sperre ich den Pfeffer endlich in das letzte Zimmer ein. Dann nehme ich von der Stellage ein paar Eier jedenfalls, dann gebe ich dazu den Zucker und dann kostet ist das Salz. Dann nehme ich den Hund, den Schnitzel, der vom Zimmer rausgerannt und dann schnappt er und dann fällt mir noch die Pfanne aus der Hand. Dann ist rings der Boden schmutzig, dann reibe ich die Flecken raus, dann nehme ich den schwarzen Schnitzel aus dem weißen Teig heraus. Dann nehme ich die achte Pfanne, gebe Mehl und Butter rein und dann kommt der Pfeffer wieder über den Balkon herein. Und dann fällt er über den Schnitzel und dann